Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo. Und bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Damit unterstützt ihr einfach, dass ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Stani ist am Stissel. Ich versuche den Ton ein bisschen auszupegeln. Ich habe gerade die ersten 10 Sekunden gehört, war sehr leise. Zusammen, Also für euch. die UEFA Champions League startet ins Achtelfinale, das heißt für den FC Bayern morgen das erste Spiel hier bei Atalanta Bergamo. Dazu begrüßen wir Sie Für euch ganz ein bisschen herzlich lauter am gedreht, Tag den davor Bums. zur Pressekonferenz zunächst mit Josip Stanisic und euren Fragen natürlich gleich vorneweg. Beginnt Sky, Torben Hoffmann in Reihe 1. Servus, Josip. Wie hat der Trainer euch auf den kommenden Gegner vorbereitet? Wo hat er vielleicht auch die Stärken des Gegners beschrieben? Danke. Ja, ist nicht besonders anders wie auf die anderen Spiele. Also wir wissen natürlich, was vor uns steht, wen wir erwarten können. Ich natürlich auch persönlich, ich glaube, da hat sich nicht viel verändert wie vor einigen. Ja, Stani hat heute nicht ganz so die Augenringe, ne? Ist eher der Schatten, oder? Anstatt Augenringe, oder? Ist eher, glaube ich, der Schatten vom Licht. Sagen wir jetzt einfach mal. Jahren. Wir wissen, dass ein starker Gegner auf uns zukommt, der über das ganze Feld 1 gegen 1 spielt und von der ersten Sekunde an nicht locker lässt und voll Gas gibt. Natürlich werden wir versuchen, dagegen zu halten, und wir wissen aber auch, dass wir, glaube ich, seit 1,5 Jahren selbst im Training jeden Tag Vollgas geben und 1 gegen 1 spielen. Also das ist eigentlich für uns nichts Neues. Dankeschön. Nächste Frage kommt von Stefan Kumberger für Sport 1. Servus. Josip, du bist ja kein gelernter Außenverteidiger, würde ich mal sagen. Du kommst ja eher aus der Innenverteidigung, kannst beides spielen. Wie ändert sich dadurch dein Spielstil? Bist du da eventuell ein bisschen vorsichtiger deswegen? Und würdest du mir recht geben, wenn ich sage, du bist in den letzten Wochen offensiv ein bisschen angriffslustiger? Ja, das stimmt. Ich komme natürlich aus der Verteidigung, deswegen dauert das ein bisschen in der Offensive, dass man ein bisschen Selbstvertrauen kriegt. Es ist natürlich auch so, dass man neben sich Weltklasse-Spieler hat. Das heißt, wenn man von den Ball kriegt, sucht man erstmal die und versucht nicht irgendwie eine Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die Rolle an sich als Außenverteidiger, finde ich, liegt mir ganz gut, spiele ich auch sehr gerne. Man muss ein bisschen mehr laufen, hat auch oft Gegenspieler, die halt ein bisschen schneller sind als ich selbst. Das bringt halt andere Sachen mit sich, muss man ein bisschen ein besseres Stellungsspiel haben als den Verteidiger. Kommt dann vielleicht mal ein kräftiger dagegen, wo man sich halt anders durchsetzen muss. Ich finde, beide Positionen spiele ich sehr gerne. Außenverteidiger vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil man halt offensiv noch ein bisschen mehr mitmachen kann, wie man ja auch in den letzten Wochen sieht. Ist für mich kein Problem, ob ich jetzt Innenverteidiger spiele oder Außenverteidiger. Ich brauche da auch nicht sehr viel Anpassungszeit. Ja, und vor allen Dingen, wenn er Außenverteidiger ist, ist er ja auch ab und wann auf der Innenverteidiger-Posi. Und umgekehrt, also. Und das macht er beides sehr, sehr gut im Moment. Dann auf der linken Seite Hanna Reihe für Münchner Merkur und TZ. Ja, hallo Josip, ihr müsst morgen ohne Manuel Neuer spielen, habt schon das ein oder andere Mal auch mit Jonas Urbich gespielt, aber kannst du uns mal erklären aus Verteidigersicht, was sich ändert, wenn der eine spielt, wenn der andere spielt? Spielst du auf Jonas denselben Pass zurück wie auf Manu oder muss man sich auf den anders einstellen? Nee, also anders einstellen auf keinen Fall. Der Jonas ist ein überragender Fußballer. Er ist ein besserer Fußballer wie Manuel Neuer, Alter. Und auch ein sehr guter Torhüter. Ich glaube, das haben wir jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren gesehen. Der hat auch einen Riesensprung gemacht jetzt in letzter Zeit. Natürlich auch durch die kleinen Verletzungen, die Manu hat und durch die Spielpraxis, die er sammeln konnte. Und deswegen, glaube ich, ändert sich für uns als Mannschaft nichts. Vielleicht müssen Sie da einen Gegner fragen, ob der vielleicht, wenn er Manuel Neuer vor sich sieht, anders aufs Tor zuläuft wie Jonas Urbich. Aber für uns als Mannschaft generell ändert sich jetzt nicht viel. In Reihe 1 Christian Kunz für die Deutsche Presseagentur. Du hast eben selbst das Finale von 2024 angesprochen. Erinnerungen werden nicht die besten sein, aber was zeichnet diese Mannschaft von Bergamo aus? Welche Attribute? Ja, ganz klar, einfach Aggressivität von der ersten Sekunde. Ich glaube, stecken auch nie zurück. Also jeder Zweikampf wird zu 110% geführt und dem werden wir uns einfach stellen müssen. Wir wissen auch, dass sie gute Einzelspieler in ihren Reihen haben, dass sie nicht nur über den Kampf kommen. Aber ich glaube, wie ich schon vorhin gesagt habe,
wir sind es gewohnt, auch aus Trainingseinheiten, und jetzt gilt es einfach an uns, es im Spiel auch zu zeigen. Ja, also wie gesagt, man muss den Gegner nicht übermäßig stark reden, man muss ihn natürlich auch nicht schlecht reden. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die in der Champions League eingefahren haben oder auch in der Liga gerade, ja, also wir müssen unsere PS auf dem Rasen kriegen und da musst du das Ding nach Hause fahren und gut ist. Okay, nächster Punkt. Fragewunsch bitte. Alle notieren noch. Feierabend. In der letzten Reihe bitte. Yes, please. Heiko Yes, Niederer please. für die Bild-Zeitung. Can you go back? Ja, eine bitte. Du hast das Finale ja gerade auch angesprochen. Ihr habt damals quasi die perfekte Saison verpasst. Ärgert dich das immer noch so ein bisschen, dass ihr dieses eine Spiel in der Saison verloren habt? Und wie viel nimmst du da vielleicht auch ein bisschen mit ins Spiel morgen? Ja, ärgern tut es mich natürlich. Jetzt nicht unbedingt wegen der perfekten Saison. Natürlich wäre es schön gewesen, weil es eine einmalige Gelegenheit gewesen ist. Aber ja, im Endspiel will man es, wenn man da ist, auch gewinnen. Und ich finde, in dem Spiel haben wir ja insgesamt keine gute Partie abgeliefert und haben uns ein bisschen auch von Anfang an den Schneid abkaufen lassen. Sie hatten natürlich auch einen überragenden Stürmer mit Lookman, der halt einfach einen Sahnetag erwischt hat und jede Chance einfach eiskalt verwertet hat. In mir spielt schon noch ein bisschen eine Rolle. Also ich will auf keinen Fall nochmal gegen Atalanta verlieren, egal ob jetzt ein Endspiel oder ein normales Spiel oder in der Knockout-Stage. Also ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für Jona. Ja. Ich wollte sagen, Jungs, alles ist gut. Ihr seid jetzt beim FC Bayern, nicht mehr bei Leverkusen, wa? Dann nochmal Stefan Kumberger bitte, ja. Josip Kimmich hat in Dortmund erzählt, dass die Dortmunder ihm erzählt hätten, der Rasen hier in Bergamo wäre nicht der allerbeste. Gehst du nach der Pressekonferenz raus und checkst das Ganze und welche Rolle kann das für euch spielen? Ich check's jetzt nicht, weil es auch keine Rolle spielt. Also selbst wenn der Rasen schlecht ist, ich glaube, wir sind in der Bundesliga über die Wintermonate jetzt auch auf ein paar Plätzen gewesen, die jetzt nicht unbedingt Teppich waren. Ich glaube, wir können auf jedem Belag spielen und natürlich ist es auch für Atalanta genau dasselbe. Also ist jetzt keine Ausrede, wenn der Platz schlecht ist, dass wir das Spiel jetzt So sieht's verlieren müssen aus. oder nicht gewinnen. Also natürlich kommt es einem nicht zugute, wenn man unbedingt Fußball spielen will, wenn der Rasen jetzt nicht der beste ist, aber mit dem muss man sich anfreunden und einfach auch abhaken dann, so schnell wie möglich. Dann in der Mitte, yes, please. In italiano. Ach so. Okay, can you grab? Ciao Josip, Giorgio Dusi di Bergamo News. Ti chiedo una battuta se hai mandato un messaggio a Pasalic, visto che giocate insieme in nazionale, insomma. E poi ti chiedo, il tuo allenatore Vincent Kompany sta facendo molto bene, è un allenatore di cui in Italia si parla poco. Come lo racconteresti, tu che lo vivi tutti i giorni? We're not talking about him too much. What would you tell the Italians about him, not only as a player, but as an individual, human being? No, dafür sehen wir uns ja morgen. Und zur zweiten Frage, ja, ich glaube, was das Fußballerische angeht, sieht man ja, wie wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren spielen und was wir auch für einen Sprung gemacht haben, taktisch. Da kann man nicht viel dazu sagen, außer dass er ein überragender Trainer ist. Und menschlich, ja, auch, also ich glaube, er holt jeden ab, egal ob er jetzt der wichtigste Spieler im Kader ist oder, sagen wir mal, hinten dran ist. Er weiß selbst, wie es ist, als Spieler manchmal in schwierigen Situationen zu sein und versucht uns da natürlich auch zu helfen. Und es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, eine ganze Mannschaft zu managen. Und trotzdem, glaube ich, sieht man das, auch wie wir auftreten als Mannschaft, als Einheit, dass jeder Spieler, egal ob er jetzt auf der Bank ist oder von Anfang an spielt, trotzdem immer für den maximalen Erfolg der Mannschaft steht. Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was Vini geschafft hat. Ja, und das hat er von fast Tag 1 an geschafft. Ja, dass es einfach wieder, man zumindest das Gefühl hat, ey, da ist eine Mannschaft. Ja. Und dann Step nach Step weiter rein in die Philosophie. Aber ja, das ist der erste große Verdienst, den er hatte. Und das sehr, sehr schnell.
Und das ist genau das Richtige. Wir reden halt über Mannschaftssport. Ne? Du musst halt eine Mannschaft sein und nicht eine Mannschaft, die in 4 Gruppen geteilt ist und dann noch 2 Gruppen pro Trainer, 2 Gegentrainer und bla und Sülz. Eine Einheit. Okay, haben wir noch einen Wunsch? Nein? Dann ist Halbzeitpause. Gleich sind wir zurück mit dem Trainer. Tipp. Top. Leute. Dann mache ich es auch kurz und schmerzlos. Ja, sind die Standardfragen, die man so vor so einem Champions League-Spiel halt hört. Ne? In diesem Sinne, Teil 1 auch hier durch mit Stani. Vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.